Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüße miteinander, meine Lieben. Herzlich willkommen daheim. Super, dass ihr dabei seid. Schön, die Stimmung hier im Studio, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ja, ich glaube, wir sind alle parat für eine spannende Stunde. Und dazu stecken wir ein bisschen die Nase in die Luft. Wir schnuppern am Duft der grossen, weiten Welt, meine Damen und Herren. Schauen über den Tellerrand aus und auch noch ein bisschen über den Teich nach Amerika hin. Und das machen wir mit den folgenden Gästen. Mit dieser Dame zum Beispiel, die Insekten zum Fressen gerne hat und uns in ihrer Kochshow Heugümper, Mehlwürmer und andere Krabbelfiecher serviert. Mit seiner Nase erforscht er unsere Welt und weiss, welchen Geruch Spermien antreibt und wie es muss schmecken, damit wir uns auch alle wohlfühlen. Und sie hat schon mit manchem Star zusammengearbeitet. Aber neben der Musik ist sie für die amerikanischen Demokraten in der Schweiz tätig und fiebert natürlich den neuen Wahlen entgegen. Ja, und bei uns im Studio fangen wir an mit 5 Männern aus dem Emmental. Eigentlich sind sie als Musiker erst seit 2 Jahren zusammen, aber es geht so richtig ab mit ihnen. In der Freizeit machen sie Musik, aber hauptsächlich sind sie Bützer, arbeiten als Melkmaschinenverkäufer, als Gipser, Mech und Bauer. Und mit ihrem Sound geht es also richtig ab. Und wie das tönt, wenn sie am Feierabend so Vollgas geben, das gehört ihr jetzt. Les voilà. Und wie heissen sie? Volksrocks. Hier sind sie, meine Damen und Herren. Volksrocks. Lange überlegen, lass es Ela sein. Das ist der Fluch. Hätte und Täti sind Freunde gewesen und keiner hätte etwas gehabt. Darum riskiere ich's lieber heute als morgen. So viel kann doch gar nicht schief gehen. Weil ich lebe heute, ich lebe nichts. Und gestern ist vorbei, ein neuer Tag mit neuem Glück. Heute könnte ich der Gewinner sein. Ja, so richtig abgegangen ist es. Gerade für den Anfang im Studio. Hallo Simon. Nimm Platz. Ihr habt ja einen unglaublichen Erfolg im Moment, obwohl ihr noch erst seit kurzem zusammen seid. Aber so richtig abgegangen ist es eigentlich mit dem Schwingerfest. Dort hat er so etwas wie Siegerhymne geschrieben. Wie ist eigentlich das Lied zustande gekommen? Ja, das war so, dass wir in Neuseeland auf der Hochzeitsreise waren, ich und meine Frau. Und nachher, ja, normalerweise ist man mit der Frau auf der Hochzeitsreise. Ja. Aber siehst, das ist alles mit Mediengewandtheit. Ich bin nervös wie ein Käf. Aber dann ist es so, dass wir dort über das Trainingslager von Matthias Sempach, der war ja dort mit der Valerie Adams ein paar Mal am Trainieren. Und nachher irgendwie sind wir auf das Estavayer zu sprechen. Und meine Frau ist Spirag.
Ich nicht ganz, aber fast. Ging ein bisschen wie mehr. Ja. Und, ja, da hilft es heiraten. Richtig. Und dann hat er gefunden, so. jetzt schreiben wir Ja, ein Lied, das genau. das Schwingerfest so richtig in Schwung bringt. Genau, dann während der Reise durch Neuseeland, in 2-3 Tagen, während dem Fahren, haben wir da geschrieben und dann ein bisschen korrigiert und gemacht und da. Und dann sind wir eigentlich mit einer fertigen Idee heimgekommen. Und am Ende der ersten Probe nach der Hochzeitsreise war es dann so, dass wir dort den probiert haben. Etwa nach 7 Mal spielen haben wir gefunden, jetzt tönt er schon ein bisschen aufgenommen. Und so hat das dann seine Läufe genommen. Genau. Aber du siehst ja nicht aus wie ein Schwinger. Nein, ich bin Grösse hätte ich, aber ich hätte noch ein bisschen mehr fressen. Aber genau. Gibt es eine andere Sportart, die dir eher zutut? Ja, also ich habe bis vor 2 Jahren habe ich sehr intensiv Kornusset. Kornusset? Ja, genau, richtig. Ich habe 5 Jahre in Nazi angespielt und bin sogar 2-mal Schweizer Meister geworden. Gibt es eine Nationalmannschaft? Nein. Also einfach eine Nationalliga A. Aha, genau, Nationalliga. Wie es im Shoot Champions Ja, gut, aber Champions League. Wir sagen Champions League, dann ein bisschen besser. Im Ausland muss man zuerst Kornusset dann noch finden. Genau, richtig. Also, wenn ich euren Sound so ein bisschen la Revue passieren, denke ich, es ist so ein bisschen wie ein Menü. Oder? Da hat man ja verschiedene Bestandteile, gut zusammengemischt. Gibt es etwas Tolles? Also, es ist so ein bisschen die Grundlage für Soßen ist, ja, sagen wir mal, Gölle, ein Sprutz Blick, nachher noch ein bisschen Gabalier, wenn ich die anschaue. Und dann alles noch ein bisschen brätelt mit Boogie-Woogie. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Ja, bis jetzt hätte ich es anders gemacht, aber von heute an mache ich das auch so. Ist gut. Nein, es ist schon, es hat sehr viel Einfluss, aber es ist halt ein eigenes Produkt geworden durch das, dass wir halt das Element Boogie-Woogie, wo in der Schweiz, oder man kann mittlerweile glaube ich, sogar noch sagen, Europa oder weltweit mehr oder weniger tot ist, und das gleich jeder cool findet, dass wir das integrieren in kleine volkstümliche Schienen. Das ist das, was es so extrem interessant gemacht hat und was glaube ich, jetzt heute macht, dass man den Erfolg hat. Dörgeli ist bei dir etwas Wichtiges. 7 Jahre lang Simu zusammen mit dem Vater unterwegs. Ist das schwierig, mit dem Bär auf Konzerttournee zu gehen? Nein, es war überhaupt nicht schwierig. Also wir haben das auch völlig unbewusst eigentlich angefangen. Angefangen hat das mit einem Geburtstagsfest oder einer Hochzeit, ich weiß gar nicht mehr. Und dann haben wir dann noch Ländlermusik gemacht. Und das, von dort her kommen wir, oder? Und dann ist das so entstanden, dass ein bisschen Mundarteinfluss dazu kam von mir. Und ja, so ist das gewachsen, eigentlich wirklich. Das ist meistens so, wenn etwas gut funktioniert, du weißt nicht wirklich warum. Der Vater hat aufgehört. Schwierig gewesen? Das war eher schwierig, also einen Moment lang. Wobei man hat doch ein bisschen gemerkt, er hat nicht mehr wirklich wollen, weil irgendwann ist nach, der war 42 Jahre auf der Bühne gell? Und so nach 42 Jahren. Das hat ja auch seinen Preis. Also, Ja. Das hast du selber gespürt. Die Eltern haben sich scheiden irgendwann mal. Und du machst jetzt das Gleiche. Frisch geheiratet. Auf der Hochzeitsreise. Ein super Songspiel. Hast du noch einen Bub oder ein Mädchen? 7 Monate. Genau, ein Bub, richtig. Ja, ich probiere das so gut wie möglich alles unter einen Hut zu bringen. Wo geht's? Siehst du? Zörgeli wird lebendig. Wenn du so Zeug erzählst, wird das dann Genau, es wird im Trümmelig. Nein, das... Schau, ich nehme den fort, dann geht's dann. Aber, wir probieren das so gut wie möglich aus. Einerseits als Familie, andererseits habe ich in der Firma «DuUp», wo ich heute arbeite, sehr viel Unterstützung. Und die helfen mir, was sie können. Also ich kann eigentlich fast frei nehmen, wenn ich will. Aber du nimmst nicht den Wohnwagen mit und die Familie ans Konzert? Das ist genau jetzt heute das, was wir machen. Wir haben dort einen Weg gefunden, den ich glaube, der wird auch längerfristig funktionieren. Und so kann ich die Frau und den Gil mitnehmen. Dann können die eigentlich bis und mit Soundcheck dabei sein. Und dann kann die Frau mit dem Kleinen pfusen. Ich kann das Konzert spielen, muss nicht einmal übermüdet heimfahren. Also ich bin nicht einmal genau, und sie ist auch sicher, dass Groupies nicht vor der Haustür warten, sondern sie vor kann... dem Wohnwagen. Ja. Genau, richtig. Ja. Der arbeitet auch. Gipser, Mechto, Mauchmaschinenverkäufer, Bauer. Geht das miteinander? Den Tag durch Büzen und am Abend nachher noch Konzert? Es ist manchmal schon streng. Wir bauen auch selber auf und ab. Und man sieht hier im Studio die Utensilien. Vorher hat man da das Klavier gesehen. Man sieht dort den grossen Voll. Das ist alles Zeug, das mit muss, das aufgebaut werden und wieder abgebaut. Und das ist vor allem das, was einem schlaucht. Oder? Du bist am Nachmittag um 2 dort, spielst am Abend um 9 Uhr bis am Morgen um 1 und dann bist du um 4 Uhr bist fertig, dann kommst du etwa um 5 Uhr ins Bett. Und am Morgen um 6 Uhr fährst du wieder an zu büzen? Ja, gut, eben hauptsächlich ist ja die Arbeit unter der Woche. Und wie ich vorhin gesagt habe, kulante Arbeitgeber, die dort für mich... Ist der Traum, von Musik zu leben?
Das ist schon da, ja, ganz sicher. Das ist sicher nicht das Einfachste und man weiß auch nicht, ob es irgendwann für alle wird reichen. Aber warum auch nicht? Ja, klar. Also, ich glaube, mit dieser Begeisterung, wie ihr Musik macht und dieser Leidenschaft, die dahinter steckt, dann wird das klappen. Bin ich sicher. Toi, toi, toi. Wünschen alles Gute. Merci vielmals. Danke vielmals, Simon. Nimm die Sorgen mit allem Drum und Dran. Und alles Gute. Merci vielmals. Ciao. Ja, meine Damen und Herren, nach dem Schweizer Abstecher schauen wir noch über einen grossen Teich. Meine nächste Gesprächspartnerin ist eigentlich in Amerika aufgewachsen, hat dort auch das studiert, was sie mit Leidenschaft begeistert. Sie ist nämlich Sängerin, hat im Laufe ihrer Karriere immer wieder Musik machen mit ganz grossen Stars auf der ganzen Welt. Und sie ist mit dem Phil Collins, mit der Celine Dion, mit dem Quincy Jones als Background-Sängerin unterwegs gewesen. Die haben immer auf sie gezählt. Aber eine andere Passion hat sie auch noch, und das ist Politik. Sie ist die Vorsitzende von der Schweizer US-Demokraten. Also das heisst, von den Amerikanern, die in der Schweiz als Demokraten arbeiten und leben. Und die fiebern natürlich jetzt alle den kommenden Wahlen entgegen. Und mir nimmt es natürlich Wunder, wie sie das sieht. Herzlich willkommen, René Rousseau. René! Hi, Guten Tag. Hallo. Guten Abend, nehmen Platz. René, ihr habt sozusagen zwei Pässe im Täschchen, der von der Schweiz und der amerikanische. Ist die Schweiz auch ein Stück Heimat geworden? Ja, nach 27 Jahren natürlich. Da habe ich Kollegen da, Familie, Freunde. Meine Freunde sind langsam Familie geworden. Ja. Aber Amerika hat trotzdem noch ganz eine wichtige Funktion. Ihr seid der Vorsitzende der US-Demokraten in der Schweiz. Jetzt können wir uns da fast nicht vorstellen. Was macht ihr genau? Also hauptsächlich, das Hauptarbeit ist einfach, die Amerikaner und Amerikanerinnen darüber zu informieren, was läuft. Die helfen zum Registrieren. Und nicht nur Demokraten, sondern auch Republikaner, Republikanerinnen, Unabhängige. Wir sind einfach dort als eine Ressource für Amis, die möchten gerne wissen, was läuft politisch in der Stadt. Und der verlängerte Wahlarm sozusagen von Amerika. Können die Leute jetzt bei uns auch abstimmen? Ja. Ja, also wir sind die Einzigen von beiden Parteien, von der Republikanischen Demokratischen Partei, wir sind die Einzigen, die offiziell die international Teil sind von unserer Partei. Das heißt, wir haben Repräsentanten auf dem Gremium vom DNC. Ja, wir dürfen, alle Amerikaner dürfen von der Schweiz aus oder vom Ausland. Wie viel sind in der Schweiz? Ungefähr 45.000. Ah, doch? Stimmberechtigte. Also reine Amerikaner oder die Schweizer, die in Amerika geboren sind und haben Pass bekommen. Das ist eine andere Frage. Ihr könnt ja als Demokratin jetzt am 8. November relativ gelassen entgegenschauen, oder? So wie es sich jetzt abzeichnet. Ich sage es niemals, ja, juhu, wir haben es schon geschafft, weil wie man gelesen könnte in der letzten Zeit, da hat es jemanden, der rumfummelt in unserer Wahl, unsere E-Mails, unsere ganzen Wahlcomputer so ein bisschen antatschen. Ich sage nicht Namen oder Städte, aber das kann man dann in letzter Zeit lesen. Clinton hat ja behauptet, dass sie die russische Spionage Einfluss nehmen. Also, wenn ich so ehrlich darf sein, wir Schweizer, aber auch, ich glaube, ganz viele Menschen sonst im Ausland betrachten relativ konsterniert den Wahlkampf. Also, es geht ja nicht um politische Inhalte, sondern um Grabscher-Geschichten und um Erinnerungslücken bei der Frau Clinton, was private E-Mails anbelangt. Ist Amerika politisch ein bisschen am Rumpf? Jein, eine Seite ist, also weil die Republikaner, die haben solche Leute wie der Donald Trump jetzt und Tea Party seit 2008 babbelt, futtert und ans Macht eingesetzt. Und jetzt tut das Kind sich im Arsch beißen.
Also meine Seite haben nicht so schlimm. Wir haben unsere Bernie Sanders, Hillary Clinton Dings da, wo man geht, wer ist mehr sozial als der andere. Aber die Republikaner, die haben momentan ein riesiges Problem. Zuerst haben wir Schadenfreude gehabt, das muss ich ehrlich sagen. Aber danach, als Amerikanerin, wir alle merken, dass wir brauchen mindestens zwei starke Parteien. Und jetzt haben wir nur, der andere ist ziemlich geschwächt. Ja, Partei, aber hauptsächlich auch starke Präsidentschaftskandidaten. Also, Ja. ich habe mich auch gefragt, wie kann ein Volk von 320 Millionen sagen wir mal, so eine fragwürdige Persönlichkeit Das sind zum nur Kandidaten 14 Millionen schuldig. 14 Millionen sind für ihn schuldig. Also er hat 14 Millionen Stimmen bekommen in den Vorwahlen und sie sind schuldig. Und auch das Republikanische Partei und zum Teil das amerikanische Medien, wo am Anfang die haben das ist lustig gefunden und haben auch gesagt, oh, das wird toll, wenn Hillary gegen Trump muss debattieren und hahaha. Und jetzt ist es nicht mehr so lustig. Was empfindet ihr für ihn? Ich finde, also ehrlich gesagt, ich finde, der Mensch ist krank. Er ist krank. Das ist nicht normal, dass ein 70 Jahre altes Mann sich so benimmt. Irgendetwas stimmt nicht. Und ich finde es einfach schade, weil der hat uns als Witzfigur für die ganze Welt bloßgestellt. Und es sollte etwas, es sollte ein bisschen Stolz dabei sein, dass wir sagen können, hey, obwohl das Republikaner ist, er ist auch qualifiziert. Aber das kann man nicht sagen. Also man hat manchmal ein bisschen das Gefühl, wenn man das beobachtet, man tut Pest mit der Cholera vertreiben. Die einen repräsentieren Pest und die anderen Cholera. Bei der Frau Clinton ist man auch nicht so sicher. Sie gilt, sagen wir jetzt mal, so als distanziert, kühl. Man hat auch das Gefühl, sie sagt nicht immer die Wahrheit. Wie habt ihr sie erlebt? Also ich finde, sie ist wie viele Schweizer am Anfang. Aha. Die sind ein bisschen distanziert. Das ist nicht böse gemeint. Sie ist ein bisschen am Anfang distanziert. Sie möchte zuerst schauen, was ist das für ein Mensch. Und danach ist das der beste Freund, was man hat für das ganze Leben. Sie ist eigentlich sehr witzig und macht gern, aber ganz harte Witze. Und sie ist treu. Und ich muss auch sagen, das Ganze mit ihrem Erscheinen vor der Welt, das ist auch eine Sache von den Medien. Wenn man so schlimm wird sie und so viel Lügen wird erzählen, dann kommt man nicht mehr so weit im Leben. Ja, vor allem doch, in der Trump Politik. schon. Ja. Ja, aber der Trump das ist sein erstes und hoffentlich letztes Mal, dass er überhaupt in der Politik wird spielen. Hoffen wir alle. Ich habe mir da die Frage gestellt, ist das auch ein bisschen das Resultat von 8 Jahren Obama, wo man extrem begeistert war, am Anfang junge Schwarze zu haben, der wirklich sagt, yes, we can, wir verändern die Welt. Und irgendwie am Schluss ein distanzierter, in sich gekehrter, hochintellektueller Präsident war, der aber viele Leute enttäuscht hat. Nein, ich denke, weil erstens sind die afroamerikanischen Frauen die Nummer 1 Stimmwähler in Amerika. Wir gehen am meisten am Urne und am größten prozentual. Das ist immer so seit mehreren Jahren so gewesen. Und die Millennial-Frage, das ist überhaupt wie schwarz, Latino. Das ist eine Frage einfach, wo die haben Ideen im Kopf und die meint, die Welt muss, wie Bernie Sanders hat gesagt, es muss gratis Gesundheitswesen, gratis Unistudium und. Aber es ist auch nicht so in Europa. Und er sagt immer, wir sollten mehr so wie Europa sein. Und ich glaube, wegen das Bild, was der Bernie Sanders präsentiert von sich und seine Plattform, haben die Jugendlichen gemeint, oder die jungen Erwachsenen gemeint, aha, der Hillary kann das auch. Aber Hillary weiß, das ist nicht machbar. Und wenn sie die Wahrheit sagt, dann wird sie kaputt gemacht. Also Aber doch noch einmal zurück zu der Regierungszeit von Obama. Sind viele weisse Mittelständler enttäuscht? Die sind verrückt. Und haben das Gefühl, wir sind einfach nicht berücksichtigt worden. Problem ist, dass es geht Mittelschicht und Mittelschicht. Also die Leute, die ungebildet sind, die sagen wir höchstens einen Gimmi-Abschluss haben,
die haben jetzt Probleme, ihre Jobs zu behalten, wo die Jobs geht nach Mexiko oder billige Länder, oder? Und sie wollen sich oder kann sich nicht weiterbilden lassen. Und dann hat man die Mittelschicht, die für Obama abgestimmt hat, und auch die afroamerikanische Mittelschicht, die Leute, die gehen es prima. Wir sind sehr gut, also sogar viel, viel besser als vor dem Bush, also so quasi gegen Ende von Clintons Amtszeit. Wir sind wieder auf dieses Niveau gekommen. Und dann ist halt einfach Leute in Amerika, die sagen, Amerika sollte von einem weißen Mann regiert werden. Also ist egal, dass Hillary eine weiße Frau ist. Die wollen, dass es wird so sein, wie der Trump sagt und der Sarah Palin vorher. We want our country back. Wir wollen unser Land zurückhaben. Oder wir sollen zurückgehen zum damals. Also was heißt damals? Also damals hat die Afroamerikaner in gewissen Bundesstaaten nicht können abstimmen. Ja, die wollen, dass es wird so sein, dass sie sind in einer Machtposition und ich kann einfach nicht akzeptieren, dass die Welt sich ändert und sogar Amerika muss sich auch ändern. Macht das, wenn ihr jetzt in der Schweiz lebt und auf euer Heimatland zurückschaut, einmal ein bisschen traurig, dass die Entwicklung so ist und man nicht mit klaren politischen Ideal, was eigentlich ein Präsident müsste haben, versucht, das Land zu führen? Also ich finde, das sind Kinderkrankheiten. Also wir sind eigentlich im Vergleich zu Europa sind wir eigentlich ein sehr junges Land. Und ich finde, ab und zu es muss etwas kaputt gehen, dass man das wieder aufbauen kann. Aber nicht so kaputt gehen also mit dem Präsident Trump. Also das wird eine Katastrophe, nicht nur für uns, sondern für euch auch. Oder also für die gesamte Welt. Das wird eine Katastrophe. Aber ich finde, das tut sich gut, das tut man gut. Ab und zu ein bisschen zum Leiden. Und dann sieht man, aha, ich habe es jahrelang gut gehabt. Oder, also, und das vielleicht auch die politische Kaste merkt, ja. Dass sie und ich glaube, Hillary sie tut das einfach, was Obama gemacht hat oder angefangen hat, weiter fortführen. Also. Ihr seid neben der Politik als Sängerin tätig, immer im Hintergrund. Ist das manchmal auch ein bisschen Frust, nicht vorne zu stehen? Das auf eigenen Wunsch. Wir haben einmal eine CD rausgebracht und das mit dem Betatschen von fremden Leuten und Kussen und ich bin lieber hinter zum Beispiel meiner Kollegin Natascha als Background-Sängerin oder fürs Gotthard oder für irgendeinem lieber als Background-Sängerin oder mal einfach als Gast. Weil, ich habe mehr Spaß also als Background-Sängerin, nicht so viel Stress. Aber ich möchte schon einmal nochmal eine CD rausbringen und zwar nur Karen Carpenter Lieder. Also Karen Carpenter ist meine Idol. Also auf das warten wir. Aber jetzt sind zuerst mal die Wahlen bevor. In 10 Tagen wissen wir mehr. Und wir drücken den Daumen, dass in diesem Sinn wirklich wieder ein Silberstreifen am Horizont entsteht und jemand Vernünftiges das Land regiert. Und du darfst auch mit uns feiern, die ganze Nacht durch. Ja. Danke vielmals, René. Alles Gute. Wiedersehen. Tschüss. In Zukunft werden wir nicht darum herumkommen, Insekten zu essen. Ich will herausfinden, wie die Schweizer auf Insektenfood reagieren. Ich bin Andrea und das ist mein Future Food Lab. Ja, und bevor wir uns den Heugümper widmen, tun wir noch ein bisschen die Nase genauer unter die Lupe nehmen. Der Mann, den wir jetzt als nächstes als Gast bei uns zu Besuch haben, der hat uns immer ein bisschen Nasenlänge voraus. Und zwar ist er wahrscheinlich der renommierteste Geruchsforscher überhaupt. Mindestens sicher der beste und berühmteste in ganz Europa. Er weiss ganz genau, was es braucht, dass es einem geruchsmässig an einem Ort wohl ist, aber auch, wie denn eigentlich das Ding hier, unsere Nase, funktioniert. Ja, da erfahren wir jetzt noch einiges dazu. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Hatt. Freut mich auch, hallo. Muss ich Ihnen eine Frage stellen? Wir begrüßen uns ja so auf Distanz. Sollte ich Sie nicht eigentlich
Ja. So begrüßen. Verpasse ich etwas, wenn ich das nicht mache? Also bei den Hunden geht es noch anders, aber das lassen wir jetzt auch. Ja, natürlich. Also wir Männer sind da ja zurückhaltend. Aber wenn wir Damen begrüßen, dann nehmen wir uns schon mal die Freiheit, eine Prise des Duftes zu erhaschen. Das heißt, nehmen Sie bitte Platz, das heißt, über den Duft erfährt man auch etwas über die Persönlichkeit, die vis-à-vis von einem ist. Ja, natürlich. Und darum küssen wir inzwischen mindestens 3-mal hin und her. Also es ging ja mal einmal los, aber inzwischen sind es ja 3-mal Küsschen, Küsschen. Und jedes Mal nimmt man natürlich einen Teil der Hautduft und alles der Frau mit auf. Und damit erfährt man auch ganz viel darüber. Wie funktioniert unsere Nase? Ja, das ist ja ein Wunderwerk sozusagen. Wir haben ja die Duftmoleküle, das sind wie so Staubkörner, die hier überall rumfliegen in der Luft. Und mit jedem Atemzug nehmen wir die in die Nase auf. In der obersten Etage sitzen 30 Millionen Zellen beim Menschen, die nichts anderes tun, als nur für Riechen da sind. Und jede Zelle hat einen kleinen Nervenfortsatz, der durch den Schädelknochen hindurch in das Gehirn geht. Also 30 Millionen dünne Nervenfäden gehen ins Gehirn. Und diese Riechzellen, die wir da haben, die sind Spezialisten. Die eine kann nur Vanille riechen, die andere Moschus. Aber natürlich nicht nur eine, die Vanille riechen können, sondern von jeder Sorte haben wir 100.000 Stück und insgesamt 350 Sorten von diesen Zellen. Und das Hirn kombiniert das dann? Und das Hirn kombiniert das dann. Und wenn ich jetzt nur Vanillin rieche, dann würde ich also nur die Vanillezelle sozusagen aktivieren. Die würde einen richtigen Strompuls, da können wir messen mit einem Amperemeter und in das Gehirn schicken. Und das Gehirn informieren, ich bin von einem Vanillemolekül getroffen worden. Und andere Stoffe, wie natürlich komplizierte Parfums, da sind ja 100 verschiedene Duftstoffe drin oder irgendwie Rosenduft. Da haben dann 100 verschiedene von diesen Zelltypen werden aktiviert. Und das muss ich dann auswendig lernen, welche aktiviert werden, sonst kann ich den Duft nicht wiedererkennen. Geht die Liebe durch die Nase? Auch, würde ich mal sagen, nicht nur. Aber wir wissen, dass tatsächlich auch wir Menschen uns den Partner zumindest teilweise nach dem Körperduft, den er hat, suchen. Also jeder Mensch hat einen eigenen Körperduft, der ist so spezifisch wie ein Fingerabdruck. Also man könnte auch Menschen am Körperduft erkennen. Also ein Hund hätte jetzt kein Problem, jeden von Ihnen hier im Raum durch Schnuppern zu identifizieren. Und dieser Körperduft wird von unseren Genen gemacht. Also das heißt, wir können die Gene des Mitmenschen riechen. Und es ist schon, wissen wir ja, also wenn gleiche Genome zusammenkommen, Inzucht ist immer schlecht. Und Frauen würden also jetzt immer Männer suchen, wenn sie die Wahl hätten, die anders riechen als sie selber. Und da ist die genetische Auswahl größer. Mit Liebe zu tun, ja. Also hat das nichts wirklich mit Liebe, sondern eigentlich mit Suche des Sexualpartners zu tun. Und da kann man nun tatsächlich zeigen, dass Frauen immer Männer bevorzugen, die einen möglichst unterschiedlichen Körpergeruch wie sie selber haben. Kann ich das beeinflussen? Also kann ich mir den Aufrissduft ansprühen? Ja, leider nicht. Wir Männer sind da, nein, das kann man nicht. Nee. Also weder Frau noch Mann. Also dieser persönliche Körperduft, der ist einem in die Wiege gegeben sozusagen, basiert auf unseren Genen. Und der sorgt nur dafür, dass wenn man Kinder kriegt, dass die eine möglichst gute, optimale genetische Ausrüstung haben und gesund sind. Riechen Kinder bereits im Mutterbauch? Ja, also Kinder, das kennt man vom Tierexperiment, aber auch vom Menschen, das erste Klassenzimmer, die erste Unterrichtsstunden, die wir kriegen im Leben, das sind die Riechstunden. Später kriegen wir keine mehr. Aber im Mutterleib werden wir durch Riechstunden trainiert von der Mutter, dass wir schon bestimmte Düfte kennenlernen. Denn wir wissen ja, die Vorliebe für einen Duft, die hat nun nichts damit zu tun, wie ich sozusagen genetisch programmiert bin, sondern die Vorliebe für einen Duft hängt nur davon ab, welche persönlichen Erfahrungen ich mit dem Duft gemacht habe oder was ich durch meine Eltern anerzogen bekommen habe. Also, und die Erziehung beginnt schon im Mutterleib und die Mütter haben zum Beispiel, wenn die also einen wunderbaren Duft riechen und haben ein herrliches Erlebnis dabei, dann riecht der Embryo mit ab der 26. Schwangerschaftswoche und dann wird er später im Leben auch diesen Duft bevorzugen, wenn er ihn angeboten bekommt, gegenüber anderen Düften. Da gibt es ganz viele Studien. Ist das auch der Grund, weshalb Weihnachten für fast alle Menschen gut duftet, nach Zimt und Orange oder genau, vielleicht das ist Weihrauch? einfach, wir sind konditioniert. Also wenn eine Männernase 10-mal hintereinander einen ganz bestimmten Duft in einer bestimmten Situation kennenlernt, dann verbindet das im Gehirn
diesen Duft, denn unsere Nase hat einen direkten Zugang zu unserem Gedächtnis und zu unserem Emotionszentrum. Und die beiden werden sofort miteinander verknüpft, wenn die Nase ein Duftsignal schickt. Also wir werden automatisch, Weihnachten geht es uns gut, Weihnachtsduft ist bei den meisten Menschen deswegen positiv, das mögen sie, ja. Außer ich habe jetzt mal Prügel gekriegt, natürlich an Weihnachten, das ist vielleicht nicht so ganz toll. Aber sonst ist für jeden Weihnachtsduft halt was Schönes. Das ist nur erlernt, konditioniert, wir werden trainiert drauf. Wir parfümieren uns nonstop. Manipulieren wir da unsere Umgebung damit? Ja, negativ gesagt, ja. Also ich würde es ja eher positiv sagen. Wir beeinflussen unsere Umgebung. Wir versuchen natürlich jetzt möglichst sie auch positiv zu beeinflussen, denn ich glaube, keiner sprüht sich irgendwie mit irgendeinem Odelwasser ein, dass er da stinkt wie irgendwie ein Misthaufen, sondern jeder versucht ja einen Duft zu wählen, dass der andere, der Mitmensch, in dessen Nasen möchte er gut dastehen, die sollen ihn gut riechen können. Und das können wir ganz massiv mit diesen Erfahrungen, die die Menschen haben, beeinflussen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel jetzt einen ganz süßlichen, blumigen Frauenduft sich aufsprühen würden, möchte ich wissen, was passiert hier. Ja? Also wahrscheinlich werden Sie dann doch von den Mitmenschen eher in eine bestimmte Richtung gestellt. Ich habe einen mitgebracht, Sie können ihn nachher ausprobieren. Ja, ja, mache ich gerne. Also ich habe einen mitgebracht, den hier, da werden Sie dann also Frauen werden mit dem Duft 6 Jahre jünger und 6 Kilo leichter geschätzt. Wenn Sie ja. Sie können mal schauen, geht es auch bei Männern? Bei Männern geht es natürlich nicht, weil dieser Duft ist sozusagen getestet worden, auch von Wissenschaftlern in den USA. Also wenn Männernasen 10-mal hinter... Ja, für Frauen, ja. Ich weiß nicht, ob sie jetzt für einen Mann ein passender Duft wäre. Also wenn Männernasen 10-mal hintereinander zum Beispiel diesen Duft bei schlanken, jungen Mädchen riechen, dann verbinden sie das schlank und jung im Gehirn mit dem Duft. Und wenn jetzt auch eine ältere, fülligere Dame diesen Duft trägt, dann wird sie automatisch von den Männern 6 Jahre jünger und 6 Kilo leichter geschätzt. Wenn sie aus der Dusche kommen, schauen sie natürlich wieder älter aus und kriegen sie auch wieder schwerer. Parfümieren wir uns heutzutage fast zu Tode? Also Napoleon hat ja seine Geliebten geschrieben, ich komme in 3 Tagen, bitte nicht waschen. Ja, genau. Also das ist ja der Schweißduft. Der ist auch... Eigentlich sagen wir, Schweißduft ist ja für uns alle unangenehm. Die meisten würden sagen, Junge, wenn du schweißelst, du stinkst. Das haben auch die Mütter und die Väter uns gelehrt als Kinder. Deswegen nehmen wir den Schweißduft, das unangenehm war. Ist überhaupt kein Grund vorhanden, ganz im Gegenteil. Also eigentlich ist es schade drum, denn Schweiß enthält ganz viele Botschaften, Duftbotschaften, die wir Menschen abgeben. Und die waschen wir alle ab und spülen sie alle ab. Also weniger duschen. Weniger duften, nehmen Sie den eigenen Körperduft wieder. Napoleon, wie gesagt, die Eltern haben mir wahrscheinlich was anderes beigebracht. Die haben gesagt, der Schweiß ist herrlich, wie der riecht, und deswegen mag er ihn wahrscheinlich auch. Ja. Riecht Angst? Ja, also Menschen können tatsächlich die Angst riechen. Also Tiere auch übrigens. Ja. Also fast von jedem Tier, das man angeschaut hat, hat man ein Angstpheromon, wie man das nennt, entdeckt. Aber das sind nun spezielle Düfte. Also diese Düfte, die wir hier angeschaut haben, das sind die normalen, die über die Nase, die Lichtzellen gehen. Aber Tiere haben ja noch eine spezielle chemische Kommunikation, weil sie nicht schreiben können. Ja? So ein Hund, der pinkelt, markiert an einem Baum, aber hauptsächlich deswegen, weil er kein Plakat schreiben kann. Normal könnte er da sagen, ich war da, ich bin der Pfiffi, ich bin 17 Jahre alt und gerade läufig oder so. Ja? Und es ist gerade 17:13 Uhr. Ja. Das heißt, in dem Duft steckt auch sogar eine Zeitinformation drin, die der nächste Hund sofort erkennt. Beim Parfum übrigens auch. Also wenn jetzt ein Parfümeur Sie in einer Stunde an ihn riechen würde, würde er sagen, und er kennt das Parfum, könnte er sagen, na, das haben Sie vor einer Stunde eingesprüht. Aber die Tiere haben eben noch Sonderdüfte, Pheromone. Das heißt, das sind Düfte, die produzieren, um dem anderen Tier eine Botschaft zu geben. Und das andere Tier muss auf diese Botschaft reagieren. Also so eine läufige Hündin gibt einen Läufigkeitsduft ab. Und so ein armer Rüde hat nun keine Chance. Dem kann man eine Weißwurst hinstellen, die wird er nicht anschauen. Er muss dieser räudigen Hündin nachlaufen. Und das ist jetzt die Frage, ob das bei Menschen noch... Da sind wir ja froh drum, dass wir das nicht müssen. Das müssen wir nicht, aber Angst würden wir reagieren. Ja. Der Angstduft ist nun tatsächlich so. Also wenn Sie Angst haben, weil Sie Bungee springen und da irgendwie den Angstschweiß von Ihnen nehmen würde, dann würde jeder Mensch im Studio hier gleich auf Ihren Schweiß reagieren. Er würde nämlich auch leichte Angst bekommen, er würde aufmerksam werden und interessanterweise Empathie, Mitgefühl entwickeln. Und das ist eben fest verdrahtet im Gehirn. Das ist nur nicht erlernt, sondern diese Düfte sind fest verankert bei uns. Riecht nur die Nase oder riechen auch Zellen? Also in der Nase riechen ja diese Riechzellen mit Hilfe von diesen
Duftsensoren, Rezeptoren, diesen Schweizer Tresor-Schlössern sozusagen. Aber diese Schlösser finden wir im ganzen Körper. Und da waren wir die ersten weltweit, die gezeigt haben, diese Duftschlösser, diese Duftsensoren, die gibt es auch tatsächlich in jeder ihrer Körperzellen. Also die Niere, die Lunge, die Leber, man riecht nicht mit denen, aber die haben diese Möglichkeit, diese Moleküle zu erkennen. Und die nutzen sie auch. Also die Haut hat zum Beispiel über 20 von diesen 350 verschiedenen Duftsensoren. Und einen von denen haben wir erst vor kurzem entschlüsselt, der reagiert auf den Sandelholzduft. Also was wir als schönes Sandelholz riechen können. Und wenn ich die Hautzellen damit stimuliere, dann löst dieser Rezeptor in der Haut eine vermehrte Zellteilung aus und die Zellen bewegen sich schneller. Wunden heilen ein Drittel schneller. Rasiercremes das heißt, man kann mit Düften heilen? Ja, man kann mit ihnen heilen. Wir finden sie also bei vielen Krebsarten, Prostatakrebs, jetzt haben wir Darmkrebs, Melanom, auch bei Blutkrebs finden wir solche Riechsensoren in den Krebszellen. Daran kann man die sogar erkennen, weil die so viel von den Rezeptoren herstellen. Und wenn man sie dann stimuliert, dann kann man bei Prostata oder bei Leberkrebs zum Beispiel auch zeigen, dass die tatsächlich in Gegenwart des Duftes dann nicht mehr wachsen. Und das müsste man jetzt erstmal natürlich in die Klinik umsetzen. Im Moment geht es nur mit kranken Gewebe vom Patienten eben im Reagenzglas. Da können wir tatsächlich das Krebswachstum verändern. Also da herrscht noch Forschungsmangel, aber man weiß, dass das grundsätzlich so funktionieren kann. Man weiß, dass es funktionieren kann. Wir haben es im Darm zum Beispiel. Da kann man zeigen, dass... Gut, Sie essen ja die Düfte auch. Wenn Sie so eine Orange essen, kommt der Orangenduft in Ihren Darm. Und da gibt es auch solche Duftsensoren im Darm. Und wenn man die stimuliert, bewegt sich der Darm schneller und Sie verdauen besser. Also wenn Sie jetzt irgendein Digestiv trinken, einen schönen Kräuterschnaps aus den Bergen, dann werden Sie damit Ihre Darm-Duftsensoren stimulieren und damit Ihre Verdauung verbessern. Oder die Atmung. Interessant. Können Sie auch ich habe von Ihnen gehört, dass auch die Spermien gerne Parfums haben. Ja, also auch Spermien sind natürlich normale Körperzellen. Und ich habe gesagt, alle Körperzellen, die Sie haben, besitzen solche Duftsensoren, Duftrezeptoren. Und die Spermien haben ungefähr 20 davon. Das heißt, die können sozusagen 20 verschiedene Düfte unterscheiden. Den ersten, den wir gefunden haben, das war der Maiglöckchenduft. Also man kann Spermien mit Maiglöckchenduft anlocken sozusagen. Anlocken, ja. Also nicht außen, aber im Körper zumindest mal. Okay. Ja. Und dann kriegen Sie mehr Speed, oder wie? Also Sie schwimmen tatsächlich schneller und Sie schwimmen in eine bestimmte Richtung. Aber wie gesagt, insgesamt brauchen Sie eigentlich fast alle 20 Rezeptoren. Das heißt, die folgen so einem ganzen Duftbouquet. Denn ich meine, sie sehen nichts und hören nichts. Die müssen ja irgendwie wissen, wo sie hinschwimmen sollen, genau, nämlich zur Eizelle. Also wenn Madame einen Maiglöckenstrauß bei sich in der Nase hat, dann wird sie schneller schwanger. Das wäre schön, ist aber natürlich nicht so. Nein? Nein, natürlich. Also so geht's nicht. So einfach geht's nicht. Man muss aber kann man Schwangerschaft verhindern über Düfte? Also wir versuchen das gerade, sowas zu erstellen, weil wenn wir so einen Sensor mal identifiziert haben, wie den Maiglöckchen-Sensor, dann können wir einen Schlüssel basteln, der in das Schloss passt, ist aber nicht aufsperren kann. Das kann ja jeder von zu Hause auch machen. Man steckt mal einen Schlüssel rein, ist der falsche Schlüssel, geht zwar rein, aber man kann nicht umdrehen. Und damit kann man das Schloss blockieren. Und wir haben also für jeden dieser Duftsensoren, die wir bisher gefunden haben, so einen Antiduft, also einen blockierenden Duft gefunden. Und damit könnte man natürlich den Spermien die Nase zuhalten und verhindern, dass sie jetzt wissen, wo sie hinschwimmen sollen. Total spannend. Ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören. Düfte sind wirklich die große, weite Welt, auch noch der Forschung. Ja, jeder soll mit offener Nase durch die Welt gehen und nicht nur mit offenen Augen. Also riechen Sie sich mal hier im Studio um und riechen Sie an Ihrem Nachbarn mal, nicht nur an sich selber. Ah ja, machen und Sie wir werden das. feststellen, was da alles passiert. Schmeckt euch ab, Schmeckt euch meine ab, Damen und Herren. Ja. Los geht's und ich danke Ihnen herzlich. Alles Gute. Wird geschmeckt. Sieht man nur, wie schüch das die Leute sind, anstatt dass man ein bisschen aneinander rumschmeckt. Ja, und jetzt kommen wir doch noch zum Essen, denn da geht es ja auch um Düfte. Und zwar hat meine nächste Gesprächspartnerin ein Menü parat, das eigentlich bei den meisten von ihren Zeitgenossen so ein «Ist das grusig» auslösen. Aber eigentlich sind sie Zukunft. Sie kochen nämlich Mehlwürmer, Heugümper, Grillen und sagt, viel besser das in Zukunft aufs Teller als all die
schwierigen und CO2 jetzt, in dem Sinn produzierenden Fleischprodukt wie ein Kotelett. Aber wie das genau geht, das werden wir uns jetzt natürlich zeigen. Darum herzlich willkommen, Andrea Studacher. Andrea, guten Abend. Hallo. Ja, ich habe vor 30 Jahren mal in einer Sendung ein grosses Insektenmenü gemacht. Und da haben alle gesagt, das ist ein dummer Witz und überhaupt. Und grusig ist es erst noch. Hat sich in diesen 30 Jahren ein bisschen die Art und Weise, wie man mit Insektenmenüs umgeht, verändert? Oder gibt es immer noch die absoluten Vorbehalte? Also ich glaube, du bist auch wirklich einer der Top-Vorreiter in diesem Fall, in diesem Thema. Nein, ich habe vor 6 Jahren damit angefangen und dann ist auch noch gelacht worden darüber und ist nicht so ernst genommen worden. Und mittlerweile läuft es alle gut. Jetzt eben sogar noch Fernsehsendung und Caterings, Leute, die zu mir kommen, die das mal probieren wollen. Die Leute sind mutig, offen und ja, ich kann die eigentlich immer davon überzeugen, dass es fein ist, weil es ist wirklich fein. Du hast das erste Insektenkochbuch herausgegeben und auch Experiment gemacht, das erwähnt. Auf online läuft jetzt so eine Serie von SRF mit Sachen von dir. Ihr habt eine Wurst gemacht, zum Beispiel für das Schwingerfest. Wir machen ja eine Grillwurst. Grillwurst. Hast du auch selber gemetzelt? Ja, ich habe noch mit Schlachthof gelernt. Also jetzt kannst du ihn auffüllen. So, jetzt sieht man nämlich die Grillen gar nicht mehr. Ah, du reissest einfach so. Oh, die sieht schön aus. Da, deine erste selber hergestellte Wurst. Das ist gutes Würstchen. Das ist eine Grillenwurst. Das sind Insekten. Gegen die Insekten? Nein, ist Insekten drin. Aha. Das ist wirklich nicht so. Oder? Das ist gut, ja. Die wir gemacht haben, ist 70% Grillen und 30% Rindfleisch. Weil die Insekten haben halt nicht so viel Fett, also praktisch eigentlich keine Fett, nur gesunde Fett. Und darum haben wir noch ein bisschen Fleisch drin, dass es auch ein bisschen juicy ist und ein bisschen mehr Geschmack hat. Weil das Fett ist ja Geschmacksträger und in dem Sinn schmeckt es auch besser, wenn man noch ein Spürchen Fett drin hat. Grillen und Insekten per se sind gesund. Aus welchem Grund? Ja, aus diversen Gründen. Also eben, wie ich schon gesagt habe, sie haben eigentlich fast kein Fett und nachher nur ungesättigte, also die gesunden Fettsäuren. Sie bestehen aus Ballaststoffen. Das braucht eigentlich unser Körper, um den Darm zu reinigen. Das ist sehr etwas Gesundes. Und da haben sie extrem viel Protein. Und sonst eigentlich nichts. Also ein Heugümper besteht zu 70% aus reinem Protein, Eiweiß. Und nachher ist es einfach ökologisch total sinnvoll, im Gegenzug zu Fleisch. Aber das Fleisch das produziert 20% vom CO2-Ausstoß. Fleischproduktion, wenn man alles zusammenrechnet. Und das wäre bei den Insekten nicht der Fall. Wann bist du jetzt auf die Insekten gekommen? Eben ungefähr vor 5-6 Jahren, wo es um meine Abschlussprüfung ging in visueller Kommunikation. Also ich habe eigentlich Grafikerin gelernt und bin nicht Köchin in dem Sinn. Und mich haben die Tiere schon lange fasziniert, weil sie sind symmetrisch und haben schöne Farben. Aber in Bezug auf Essen habe ich sie dann auch grusig gefunden. Und dann hat mich wie Wunder genommen, wie kann ich die Ästhetik, die die Tiere haben, dazu nutzen, um es eben auch im... Es sind herzige Tierchen. Genau. Also, du hast eine Tochter, bekommt die Grillenbrei? Ja, es ist 6 Monate. Wir haben jetzt angefangen mit Breili geben und Maulwurmbrei bekommt sie. Maulwurmbrei? Genau. Und sie findet es grossartig, oder? Ja, also der Eko, den wir von diesen Tieren haben, der ist angelehrt, der ist kulturell konditioniert und sie isst das von Anfang an. Sie wird auch in Zukunft keine Mühe haben damit. Aber, also wir essen ja Crevetten oder andere komisch aussehende Tiere oder Sushi als rohen Fisch. Hätten wir vor Jahren auch nicht gemacht. Wieso sollten wir das nicht? Jetzt kommen wir doch zum Menü. Also das gäbe es jetzt. Genau, das ist wieder Rotzustand. Also Menü würde ich nicht sagen, aber vielleicht so ein bisschen ein Apéro-Snack, wenn du Leute eingeladen hast oder so, wo kannst statt Salz. Wir haben ganz viele Leute zu Besuch. Genau. Dann fangen wir doch an. Aber was ist das für ein Tierli? Das ist eine afrikanische Wüstenheuschrecke. Die ist aber in der Schweiz. Gibt es die in dem Coop? Nein, noch nicht. Aber ich hoffe, in ein paar Jahren wird es so sein. Also jetzt im Januar wird hoffentlich das neue Lebensmittelgesetz lanciert. Und dort sind 3 Arten drauf: die Heuschrecke, der Maulwurm und die Grille. Und ja, wenn das in Kraft tritt, ist dann eigentlich der Weg frei für Produkte. Wenn man jetzt die Viechli hat, leben die noch? Die leben nicht mehr. Ja. Wie bringt man die
Also das finde ich aber auch extrem spannend bei den Insekten. Es ist wieder ein neuer Zugang, den wir zu unserem Essen haben. Weil das Fleisch, das wir sehen, das ist abgepackt und schon verarbeitet im Kühlregal. Und hier bist du eigentlich, je nachdem, der Züchter und der Schlachter, der Metzger, Fleischer und nachher der Koch auch noch. Ja. Und die gehst einfach für 2 Stunden in den Tiefkühler. Und, Sagen sie, oh, es ist kalt. ja, wir sagen, das sind so das Tierethischste, was man machen kann. Das passiert jeden Winter eigentlich auch. Also, sie sind Kaltblüter. Die kommen im Winterschlaf. Genau, die schlafen Okay. okay. Gut, also jetzt mit diesen Scheichen, die zu essen, dünkt mich schwierig. Und die Flügel dünken mich auch nicht so appetitlich. Was muss man da unternehmen? Also, ich kann dir das schnell zeigen. Also, das sind Tibien, das sind Sprungbeine und die haben hier so Dornen. Darum würde ich die immer abschneiden. Und die können je nachdem bleiben hängen im Haus und das ist nicht so zu empfehlen. Ja, Entschuldigung, ich habe eine Heuschrecke im Hals. Und das, also man sieht dann auch, wie wunderschön Flügel, ja, die das sind eigentlich eigentlich sind. sehr Das sind hübsch. die Oberflügel und die Deckflügel. Und die sind Ballaststoffe, die kannst du essen. Das ist eigentlich nichts Schlimmes. Das ist eben, im Gegenteil, ist gesund. Du kannst das Insekt zu 90% essen. Aber ich nehme es immer ab, weil sie sind so ein bisschen zäh und ledrig. Also sie sind nicht höllenfein. Aber das, was ich jetzt hier mache, das ist jetzt noch vor 6 Jahren hat man das so müssen machen. Mittlerweile kannst du so gefriertrocknet schon filetiert kaufen. Aha. Und, Die Industrie ist da voll am genau. Ball. He? Und jetzt und jetzt hier, Köpfli. also, es ist wie bei den Shrimps. Sie haben den Darm natürlich noch drin. Wenn Ja. du sie ganz sauber waschst, tust du nach 3 Tagen nicht mehr zu essen geben. Dann können sie sich entleeren. Und sonst tust du hier hinten beim Kopf das Schnittchen machen. Und dann kannst du ziehen. eigentlich das Ganglion dann rausziehen. Ah, Gudi. Und das ist so, aber das muss man bei jedem Tier. Hier sieht man es jetzt halt einfach. Gut, und dann tun wir sie bräteln. Nachher würde ich genau. können wir Und damit dass wir da einen knusprigen Snack machen können, haben wir da auch gerade Bratpfanne parat. Man nehme Kokos. Kokosfett, also ich habe das einfach gerne, das hat noch einen kleinen stärkeren Geschmack. Also als Öl. gebe dir das. Merci. Und macht das Und nachher ist heiß. es bei den Insekten immer wichtig, dass man sie gut würzt. Weil sie haben nicht einen wahnsinnigen Eigengeschmack, höchstens ein bisschen nussig. Aber darum tue ich immer gerne Habanero-Sauce oder Chili, Meersalz. Und vielleicht auch und noch ein bisschen Limettensaft. Limette. Aha. Und jetzt- Also, wenn das heiß ist, dann Ich ist es fänd's- angeschaltet. Ja, es ist angeschaut. Ich fände es cool, wenn du Lust hast, wenn du noch Ah ja, Farbe ich tue willst, jetzt mal eins filetieren. noch bodigen. He? Genau. Dann kann ich Also, vielleicht, Schätzeli, jetzt müssen wir da leider dahinter deine Beine. Aber nur die hintersten Teile der Beine ja, müssen wir ja. wegnehmen. Ich finde, man darf schon ein bisschen sehen, dass es mal gelebt hat, wenn man es So. Es ist auch schön, weil es hängt dann noch ein Teil vom Scheichen zu Schnurren aus, wenn man nicht richtig schluckt. Das wäre mal weg. Und jetzt tun wir da die Flügel stutzen. Die tun wir. Das Nagelscherli geht am besten, gell? Ja. Ja. Also, dann können wir das so. Du tust es schon gerade an die Stängel. Ja, ich denke. Also, dann kannst du mir da auch noch ein paar geben. Ja. Aha. Und dann tun wir die wie lange grillieren? Die brauchen 1 Minute. Das 1 ist sie Minute? durch. 1,5 Minuten, ja. Ich tue Ja. da schon mal ein paar Tun wir die schon mal rein. He? Und ich tue da noch ein bisschen weiterfahren. Ich nehme da die schon präpariert sind. Ihr könnt euch freuen, es gibt etwas Gutes zum Nacht. Meine Damen und Herren. Also von dem her denke ich mir, die Zukunft wird es weisen, dass wir zunehmend solche Sachen essen. Ja, wir müssen irgendwie umsteigen, weil es wird einfach schlicht nicht mehr länger für alle. Der Fleischkonsum wird um das 3-fache steigen in den nächsten 20 Jahren. Es sind Schwellenländer wie Indien und China, wo die Bevölkerung wächst und der Wohlstand zunimmt und der Hunger nach Fleisch steigt und wir haben nicht mehr genug Platz. Sieht man ihnen an, wenn das sie Öppeling sind? Ja, es ist wie bei den Crevetten, das ist das Chitin, das im Panzer ist. Es nimmt dann so eine rötliche Farbe an. Kann man schon die ersten Ja. nachher servieren? Der ist nachher. Das ist nachher. Ja, Muss ich da noch salzen? Ich habe schon, aber kannst Hast noch du? ein bisschen Chilisauce und Noch ein bisschen Chili? Limettensaft Gut. Also, dann mache ich es doch so, ich gehe schon mal ein bisschen zu den Leuten. Und du bringst mir noch Ich den bringe Rest. den Nachschub, es ist gut. So, meine Damen und Herren. Jetzt sehe ich schon ein paar ziemlich erstarrte Gesichter. Ihr seht sehr neugierig aus. Darf ich euch eins offerieren? Und dieser Dame da vielleicht noch. Maul auf! Und wie schmeckt's? Scharf. Oh, da habe ich zu viel drauf da. Ein junger Mann, der mutig ist.
Gruselt es eigentlich niemand? Das finde ich jetzt noch... Komm, probier. Nach was? Noch schön knusprig. Ja. Und? Geschmack? Ja, Salzig? es schmeckt fein. Ja, Nussig? Es ist ein bisschen stark gewürzt, ja, das stimmt. Das ist, bin ich schuld. Ich habe zu viel draufgehauen. Aber es ist fein, ist essbar, fein. absolut. Ja. Gut, also dann machen wir die nächste Party mit dem. Wem darf ich noch etwas offerieren? Ha? Komm, probier. Bitte? Dir wollt. Also, ja, in dem Sinn lasse ich euch das Letzte noch nehmen. Und Andrea, ich kann nur noch sagen... Schau, die Leute greifen zu. He? Was schon eins? Komm, nimm. Das wär's von unserer Seite, meine Damen und Herren. Auf der grossen, weiten Welt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spass gemacht. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Zuerst kommt noch das NZZ-Format. Und ich freue mich auf neue Geschichten, neue Einblicke und neue Abenteuer. Und ich sage, Ade miteinander.